Good morning. Ik zie dankbaar en ik vrij me te met Utopia vandaag morgen zijn. Ik had een beetje wat op van dit werk. Ik had een paar nachten waar ik dromen deed. En eine nacht droomde ik dat ze hadden me denken geholpen dat ik de Duitse boodschap hier vandaag morgens had. En ik had dus rein van vergeten en werd niet meer te kerk gekomen. So, als ik morgens dan opwaken deed, dan vreide ik me bloß dat dat bloß wie een droom was. Dat was zeer real. Ik valt me de zeer slag even dat ik niet mijn opgave gedaan had. En dat valt me niet bloß bij. Vreemd me dat dat niet zo staat is. Dat ik hier zie waar we in God zijn woord nemen. Ja, we hebben zeer passende Farge gelezen, oder gehoord nu al 's morgens van Solomon voor onze aandacht. En ik wil bloß, mir fällt sich so, wir bloß wieder reden van een beetje een andere Richtung nemen, aber dat top hängt. Dat thema wat mij aankomt, van te reden komt uit mijn devotions deze week. Ik deed een tweede Chronik lezen, dat 28e kapitel. En zo de overschrift voor de boodschap wat ik kan is een Jeweeneljet leven, een besondere Jelajenheit. Een Jeweeneljet leven, een besondere Jelajenheit. Deze omstanden en onze boodschap vandaag, dat heeft met te doen met de tijd waar Israël en Juda uiteen waren. We zijn vielleicht bekend dat Israël en Juda dat wir taub ein Königreich am Anfang als je Ägypten uitging, nu Kanaan en dan voor vele jaren waren de judges wat de rechten deden en dan evadem vroegen ze nun König en dan Saulus weer de eerste König en David weer de tweede en Salomon weer de derde en dan nu Salomon dan spalt zich dat Königreich. En door weer een poort van dat weer het noordelijke poort, dat weer Grata, en dat weer Israël, wordt dat in de Bijbel genaamd, Israël, Nodem, en dan Juda is dat zuidelijke poort, wat een klandret, niet bij klander weer, maar dat weer dat de God had versprochen wils David, de König David, zo truhartig voor hem gestreden had, durch zijn leven, dat we niemals ohne arm, dat er een König zijn, op een poort van zijn mensheid. En dat Juda weer dat ever bleef zo. Israël, war alles wie een Königreich, wat de zeer hastig afvallen van God en zeer gottloos leven hadden vandaan en wieder. Meeste van ihre Königs waren zonen wat niet God dienen. En Juda, die had van beides. Die had some goede Königs en some slechte Königs. Everdem wordt Israël ganz even genomen en mank vreemde landen verstraat. Juda, everdem wordt ook uitgestraft, dat God een strafe en wordt ook weggelaten. Maar nu 70 jaar later komen ze weer terug naar Jeruzalem en dat is de geschichte wat we lezen doen in Nehemia. Van waar zij terugkomen waren. Maar vandaag is welk van tweede Chronik 28, dat is vielleicht about 10 jaar voor Israël verdorven wordt, als er wat deze geschichte passieren dat, en een beetje langer voor Juda ook wat waargebracht, maar die komen dan even terug. We lezen hier van de geschichte van König Ahas. Ahas had een gouden voerder en een gouden grootvoerder. Allebei zijn voerder en zijn grootvoerder waren zijn Königs in Juda,
was für Gott leben deuten. Dass wir nicht alle perfekt und die mögen Fehler in ihr Leben auch, aber die Bibel nennt das so, dass wir in beides Chinese, was nur Gott leben wollen und für Gott leben wollen. Aber Ahas, wir nicht, sondern dort. Hij nicht in der hij ging die nicht hingeran. So werden wir mal die ersten 15 Verse lesen in der 2. Chronik 28. Ahas wird 20 Jahre alt, als hij König wordt. En hij regiert 16 Jahre in Jerusalem. En hij deed niet wat dem Herrn geval, zoals zijn stamvader David. En leeft nur dat slechte voorbeeld van de Königs in Israël. Hij leidt ook Baalsbeelden juiten en bracht hem toe Rookopfer. Hij leidt sogar zijn ene Seens als Opfer verbrennen en volgt daarmee de afschuwelijke zitten van de volken wat de haar voor de Israëlieten verdreven had. En zo doen we met das ganze Baals-ongebed en some van deze andere dingen doen we some schreckliche dingen wat er passiert. Niet bloß een gottloses leven, aber er wordt einfach kleine Kinder nur diese verschiedene Götter geopfert. En het zegt hier zo recht, dat Ahas, de König, leidt zijn ene Seens als Opfer te verbrennen. Wir wieder lesen Vers 4. Op de Opfersteden van de vreemde Götter, op de boy, en onder alle helge bij verbrennt hij Opfergaven en viert Opferfasten. De 5e Vers. Doorwegen geeft de Heer zijn God aan en de macht van dem König van Aram. De armee besiegen hem en brachten vele Gefangene uit Juda naar Damaskus. En hij wordt ook aan de macht van den Israelitischen König gegeven. En zo hier hebben we 2 begevenheden. Wils hij Ahas, de König, zo gottlos weer, gaf God aan en de macht van een König van Aram. Aber nicht bloß van Aram, hij gaf hem ook aan de macht van den Israelitischen König. En hij wordt ook aan de macht van dem Israelitischen König gegeven, en die sloeg hem zo dat hij einen groten verlust aannemen moest. Wils Pakach, dat is de König van Israël, Ramalia zijn zoon, sloeg in Juda 120.000 sterke Kriegsmannen in einen Dag dood. Wils zij dem Herrn ihren Vaders, ihren Gott verloren hadden. Zechri, een heldenmoediger Krieger uit Ephraim, sloeg deze dood. Messiah, dem König zijn zoon, Asrikam, dem Fürsten über dat Königshuis in Elkana, dem Fürsten König. En hier zijn de nummers van de aanleiders, wat das dag van 120.000 mensen, Kriegsmannen, wat doodgemerkt wordt, wat dort keiner hand ongelaat. De mannen van Israël, so da werden all diese Kriegsmannen angebracht worden in een dag, en dan deze mannen van Israël nemen 200.000 vrouwen en kinderen van Juda als gevangen met. En buiten dem nemen zij veel kapitaal van aan en brachten dat naar Samaria. So hier hebben we in kortet beschreven van Ahas zijn leven en wo Gott am strafen deed. Hij nog behouden en Salomon vandaag morgens in onze aandacht gelezen deed. Gott de gaf de Israëlieten een klare eine Entscheidung zu machen. Wenn je mich wollen dein, dann wollen da viel Sehne kommen. Wenn je mich nicht dein wollen, dann wird das sehr schlimm auf sein. Und so das erst beschreibt wird hier eine Erfahrung worden dat. So dann werden wir wieder lesen in den 9. Vers. Dort wir aber ein Prophet vom Herrn,
die heit Oded. Die ging rüt, dort herd en ging, wat nu Samaria tjaim. En zete aan, checkte mal. Wils de haar june voeders Gott eva Juda dol wir, hafei an en june heen gegeeft. Je ober haben met zonen wordt doorgeslagen dat het in Himmel schrecht. De tiende vers. Nu wel je op nach deze gevangenen van Juda in Jeruzalem te jene Skloven en Sklovinnen merken. Habt je dan nog niet genoeg schuld tegen dem Herrn? Habt je dan nog niet genoeg schuld tegen dem Herrn, jenen Gott, abjunt gelot? Zo horch nu mij en brengt de gevangenen waar tree, wat je van jene bruiden weggevierd hebben, zes wordt dem Herrn zijn euer junt komen. Na dem 12. vers, da lesen wir some noemes van Mana, wat des Oder, des Mond, wat er absteht für das Rechte. Hij sagt hier, das ist nicht recht, das ist arg. En sie sollen das nicht tun. En damit kriegt die Fuß sam angehängt. Es sind some noemes, wat er schwer auszusprechen sind. Aber dieser Mann, der Latz von den 12. Vers, sagt, dieser Mann stellte sich ab, gegen die uit dem Kampf kämen. Und so, die stunden ab, hier wie ein Mann, die sehen, das ist nicht recht. Und Fuß, wenn der andere, was der Mut fühlt, die sagen, no, das stimmt, das ist nicht recht. Und dann war Vers 13, und sehen an, je sollen die Gefangenen nicht herbringen, wils dann bring je Schuld für dem Herrn über uns, so dass je unsere Sünden und Schuld bloß noch gerade merken. Du hast all genug Schuld, in dem Herrn sein euer brennt all über Israel. Dann leiten die Soldaten durch für die erste Männer und für die ganze Versammlung die Gefangenen und dort gestohlene Kriegsabteil frei. Und die Männer, die mit Namen angegeben wurden, stunden ab und nehmen sich die Gefangenen an. Sie gaben all die, die nötig wären von den gestohlenen Sachen, Kleider und Schell anzutragen, und gaben an, auch zu essen und zu trinken, und besorgten die, die verwundet wären. Und all die zu schwach wären zum Gehen, sahen sie ab Esels und brachten die bei der Palmstadt Jericho. Nu ihre Brüder und reisten drei nu Samaria. Als ich das lesen deed, in meine Andachtstunde, dann wird ich neugierig. Wer wird das Oded? Wer wird das Prophet? Wer wird das Mann? Und was mögt das die Mut und die Entscheidung hat, für Gott abzustehen? Und wir wollen da ein bisschen anchecken. Und ein anderes Ding, was mir durch den Kopf gehen geht, ist, dass das scheint sich so, allerhand die kleinen Entscheidungen an uns Leben, die haben auf einmal eine große Frucht. Und so, das scheint Ahas, die mögt verschiedene Entscheidungen in sein Leben. Und dort brachte es dadurch, dass dort viele Menschen ihr Leben kosten dort. Ich glaube, ich sehe mir ganz sicher, dass es Oder, der hat auch verschiedene Entscheidungen gemerkt in seinem Leben. Und dort brachte es damit, dass 200.000 Menschen auf einmal waren leben können, dass die freigesprochen werden. Was für ein großer Unterschied ist das nicht? Und das hat nicht bloß mit einer Entscheidung ein Tag, eines Morgens zu tun. Nee, das ich hier noch checken, das Behältnis hier, das kommt von Menschen, die haben verschiedene kleinere Entscheidungen gemerkt in their Leben. Und da haben aber so ein sehr großer Unterschied, wo das nur handienen dort. Die Bibel sagt hier, dass wir ein Prophet.
En verken, wanneer we aan een profeet denken, dan denken we vielleicht aan zo'n mens wat de toekomst uitleiden dat. Oder zeggen dat dit is wat er nog moet passeren wordt. En we hebben genauso staat in de Bibel. We zijn verschillende profeten wat er al honderden jaar voor Jezus kwam al gezegd heeft. Jezus wordt doen, die staat geboren zijn, dat de omstanden worden zo en zo staat zijn. En zo ook gestaat zijn er veel meer dingen wat er profeteerd zijn van wat er in de toekomst nog moet passeren wordt. Maar dat is niet alles wat een profeet is. Een profeet is im Nieuwe Testament, wo immer dat woord profeet gebruikt wordt, veel meer heeft de mening van een mens, wat God zijn woord met God zijn kracht uitleiden dat. En dat is dus mir dat zet, dus wat van profeet wie hier vandaag gaan en Oded. Hij deed niet irgendwas profeteren van wat verniet. Nou, hij weer bekend met God zijn woord en met God zijn kracht hield hij de mensen dat ver. Alles wat hij hier zeggen deed, alles met wat hij de mensen hier opmerksam maken deed, denken halten deed, dat we alles zijn wat er al veelmaal gezegd worden. Ver dit. Eerste Mose, tweede Mose, derde Mose, vierde Mose, vijfde Mose, dat we als val van waar God de mensen warnen dat. Want je mij nu val je dan wordt het fijn zijn met je. Du wordt zegen komen. Want je niet doen, dan wordt het zo stet. En zo, wat hij hier deed, dat we had niet met te doen, dat we nu een nieuwe openbaring van wat het in de toekomst van zijn. Nee, hij deed God zijn woord met klaarheid, met God zijn kracht uitleiden. Met komt zich zo ver, hij is vielleicht een normale man geweest. Dat is waarom de Evangelie van onze boodschap een Jeweeneljet leven. Dit is de einzige stad, deze paar vers, Jesus, dit wordt des man Oded abgenannt is. We vinden niet meer wat van am in de Bibel. Bloos een paar vers. En zo, we kunnen door vielleicht uitnemen van deze morgens een Jeweeneljet man. In dit geval een Jeweeneljet man. Met een Jeweeneljet leven. Maar hij had hier een bijzondere gelegenheid. Jeweeneljet leven met een bijzondere gelegenheid. En zo hier zijn gelegenheid weer groot. En wat wordt hij doen? We kunnen ons alle voorstellen dat dit is niet something leicht geweest. We hebben ons een klein beetje hier snel laten. Hier zijn deze mannen wat aan een dag 120.000 Kriegsmannen doodgemerkt. Ik weet niet wat jullie dat jaar over dat, maar ik wil het beste doen, mijn allermeeste doen, zijn vrede te houden met deze mannen. Dit zijn niet zo'n mannen wat u was met jeng aankomt. Die jeng eerlijk, ja, u was niet die strijden met deze mannen. Dit zijn sterke mannen. Dit zijn zo'n mannen wat het geen probleem worden hebben, die ook nog om te brengen. En zo we kunnen ons zo voorstellen dat een poort van Oded, als hij hier zich bezint dat wat hij doen wordt, door wordt zijn angst geweest. Maar we zijn dat hij weer terughartig en hij deed dat wat God van hem wil hebben in deze tijd. En we zijn in twee vruchten van zijn terughartig horchen naar God. In vers 12, zoals ik al zei, er weer some andere mannen wat de moed krijgen, ook op te stonen voor het rechte. Zodat we dat had aan einen gefehlt, wat er opstonen wordt voor het rechte. En zo schwen als hij moed had en hij deed dat, dan zegt het, er zijn meer mannen wat er ook opstonen voor het rechte. En de tweede vraag wat we hier vinden is, dat 200.000 mensen, früher sind Chingerwings, we weten niet hoeveel mannen, die wordt geraad en ze kunnen waren 3 nu in huis gaan. Oded deed wat God van hem wil hebben.
en dat had een grote onderscheid. So wat zijn some van de eigenschaften, wat we hier in deze korte farge kunnen uitnemen van Oded zijn leven? Hij weer bekend met God zijn woord. Zoals ik al zei, God had immer waren de jüdische Menschen, de Israeliten, gesagt, wenn je mij worden verloren, wenn je mij worden nicht mehr deinen, je gaan nur de afjatten, wat Rama hier zijn, dan wordt het niet goed zijn met junt. Dat wordt niet schaffen. Gott, der wir besorgt. Wir fingen einfach, und ich glaube, Ronald hat es eine Botschaft gesehen, von wo Gott wir besorgt. Je tragen nu an ein Land an, wo je die Opportunity hat, die Gelegenheit hat, Gott zu tun, mit dem Geld, Gott zu bohren. Und Gott wird besorgt, dass sie am werden verloren. Und er warnt ihnen, immer weiter, dass sie sollen nicht verloren in andere Gärten gehen. Oder der wir bekannt mit Gott sein wird. Er wisst von das. Und er wird auch bekannt in das Weich. In 3. Mose, das 25. Kapitel, wir wollen da nun nicht hingehen. Da hat Gott die Israeliten ganz klar befohlen, dass die nicht Freiheit, jün Bruder als ein Sklav zu haben. Er hat das ganz klar befohlen, dass wenn jün Bruder auf einmal zu nichts kommt in sein Leben und er muss sich verkeiten, und er kämpft nur die, als ein Bruder, was ich meine, ist von den israelitischen Menschen, und will sich verkeiten für die Schafen, die hast ihm nicht Fried als ein Sklav anzunehmen. No, nimm ihn ab und betul ihn als ein Dacharbeiter. Das ist, was Gott befohlen hat. Und Oded, der wisst das. Das sind nur some hunderte Jahre nach dem, er wird bekannt mit Gott sein Wort. Er wird bekannt mit Gott sein Wort und er glaubt Gott sein Wort. Er hält diese starke Männer dort einfach fair, wenn wir nur trägen, nur den irgendeinen Tiender Farge, wir sagen, okay, hier, das ist, was er sagt. Check mal, wils de haar june voeders God over juda dal wie haft hij aan en june heen gegeven. Dat je niet te proef met june macht. Dat je niet te proef met june macht, zegt Oded te de Israeliten. Wils de haar dal wie over de jüdische Menschen, over wen de zin, dat is waarom je dat han kunt doen. So, das erstens, er glaubt Gott sein Wort. Das hat nicht bloß mit der Macht von den israelitischen Menschen zu tun. Das hat mit der Macht von Gott und Gott seine Strophe über die jüdischen Menschen zu tun. So, er glaubt dort und er hilft die Menschen damit denken. Hey, das geht nicht zu Beruf mit jener Macht. Das ist, was ich da rücknehme. Das hat nicht mit bloß jener Macht zu tun. Das hat mit zu tun, dass hier ist ein Gott. Hier ist ein Gott. Er glaubt dort. Er glaubt dort, dass wenn Gott was gesagt hat, dann wird Gott das vollbringen. Wenn Gott was versprochen hat, was gaudet, dann wird Gott vollbringen. Wenn Gott was versprochen hat, was schlachtet, struft, das wird Gott vollbringen. Und was ich zurücknehme, da ich hat bloß auf Englisch würde ich sagen, a simple faith. Bloß in Chinga ja glauben. Dat is vielleicht nicht reich gesagt, aber ein Glauben, was bloß, nimmt es bloß an. Seid nicht lange in Zweifelt. Wenn Gott sein Wort was sein wird, dann glaube ich dort. Wenn Gott sein Wort was sein wird, dann horch ich dort. Wenn Gott sein Wort was sein wird, dann lebe ich darauf. Er hat einen Glauben. Wir fingen in 2. Timotheus, das 3. Kapitel, die 7. Vers. Du redet von Menschen, die du immer lehren, aber niemals, aber du kommst, dass sie die Wahrheit verstehen können.
Immer mehr lernen. Wo ist es hier? Wo ist es dort? Was meint es hier? Was meint es dort? Das scheint sich so Lebenszeit. Immer mehr lernen. Und kommen nicht bei einer Stadt, wo sie mal Klarheit haben über die Wahrheit. Oh, das wir nicht so ein Mann ist dort. Er los, er dachte über nur und er glaubt. Und er lebt da ab. Wir finden andere Vorbilder, es sind viele in der Bibel, andere Vorbilder. Abraham, der glaubt auch, was Gott am Versprechen hat. Du wirst keine Teken, dass das nicht irgendwo dich bei wird, dass Gott das wird vollbringen. Aber Abraham glaubt am, und das sagt in Römer, dass dort wird am angeschrieben als Gerechtigkeit. Oder dass wir ein Mann, der wir mutig und entschlossen, courageous. Wir weiten in Jesua sein Leben, wird Moses und Gott, die reden, immer zu sprechen. Sind mutig und entschlossen, gib nicht ab, hab nicht Angst. Oder wann auch muss an diese Mann kommen, wird er so stark werden, in so eine große Armee werden. Er ging danach rüt, er war mutig und entschlossen. Mutig und entschlossen meint nicht, dass er nicht Angst hat. Mutig und entschlossen ist, wenn einer Angst hat, einer der das doch nach. Mutig und entschlossen in so einer Hinsicht, nein, es dort. Er mögt sein Müll ab. So verken weil wir uns das einbilden, dass, das gefällt uns nicht, das ist nicht nur Gott sein Willen, aber wir wollen das Mensch nicht, wollen uns Freundschaft nicht verlieren mit denen, so wir wollen bloß sein mit uns Wandel, hier ab was anderes zu bringen. Manchmal braucht es bloß wieder. Sie, oder der wird können sehr freundlich sein, wird können Wutter geben oder so Armee. Da wird noch alle nichts geholfen haben. Da wird noch nichts für diese 200.000 Menschen getan haben. No, er muss seinen Müll aufmerken. Na, ich weiß, dass an uns Leben, das sehr wahrscheinlich, dass an uns Jeweeneljet Leben, dass kommt nicht in der Zeit, wo 200.000 Menschen an uns dependen wollen. Aber, was für eine Menschen sind wir? Sind wir auch so ein Oder, was bekannt sind mit Gott sein wird, was das wird glauben tun, was mutig und entschlossen sind und was uns Müll aufmerken wird, wenn es passend ist dafür, wenn es uns fehlt. Macht uns Leben, uns Jeweeneljet Leben, wenn einmal uns Gott uns besondere Gelegenheit gibt, weil wir treuhärtig sein. Und dort kommt nicht bloß entscheiden, von der kommt eine große besondere Gelegenheit. Nein, dort kommt jeder Tag uns entscheiden, von der will ich treuhärtig sein. Von der will ich dort tun, was Gott von mir verlangt hat. Dann werden wir utfinden, was von den Gelegenheiten, was von den besonderen Gelegenheiten Gott uns wird schenken. Mocht Gott in jeder einem segnen und einen guten Tag wünschen.